Auf geht's zur nächsten Runde von Fire Emblem Fates Vermächtnis, liebe Freunde, mit dem nächsten Kapitel, Kapitel 19, irgendwie der Regersee, wie hieß es? Müsste es theoretisch hier sein und, genau, Kapitel 19, der Regenbogenweise, so. Leo hilft der Gruppe nach Notregress zurückzukehren, zwischen mehrere Prüfungen, um Biberas zu treffen, das Sender bereits seine Kräfte verlieren hat. Ich habe vorne das noch machen soll. Belagerung 2 Schloss. Weil Belagerung klingt schon nicht schlecht. Herausforderungen, okay. Ja, die kennen wir auch. Die kann ich eigentlich dann doch mal noch offscreen machen. Ist ja eh nichts Besonderes. Aber wir haben heute noch was anderes zuerst zu tun. Das dauert nicht allzu lange. Zumindest denke ich das nicht. Aber es ist trotzdem noch relativ wichtig. Nee, das war's nicht. Der war's eher auch weniger. Vogelgeist, okay, war natürlich auch ein bisschen misstrauisch, muss ich ja dazugeben. Kannst du mit dem Vogelgeist etwas anfangen? Ich darf jetzt schon das richtig auswählen. C. Ein heiterer Geist. Okay, war doch ein bisschen falsch. Das wäre theoretisch etwas für, ja komm, habe ich es irgendwo? Sicher mal nicht mehr der Rattengeil, dürfte aber klar sein. Ein bisschen Ochsen nehmen, yo Mann, was geht ab? Ja. Nee, das war eigentlich nicht das, was ich rein wollte. Was wollte ich denn? Das ist natürlich die andere Frage. Räubernaginata. Die ist natürlich geil, wobei sie natürlich schon eine hat. Frage ist, soll ich die miteinander verschmelzen? Quarz erhalten, dankeschön. Reise erhalten, nochmal dankeschön. Dann haben wir den Onsen, momentan noch nichts, obwohl. Was kann ich genau hier drin machen? Einfach nur betreten. Gut, nehmen wir uns ein entspanntes Bad. Yes. Ah, Michael. Nichts geht über ein spannendes Bad am Abend, oder? Ja, es fühlt sich unglaublich gut an. Nichts geht über ein heißes Bad, um die Muskeln zu entspannen. Das könnte durchaus wahr sein. Sollte ich auch öfters tun. Ja. Ist das alles? Kommt sonst noch jemand rein? Vielleicht irgendwie eine weibliche Begleitung? Wow. Mit dem kann ich jetzt den ganzen Tag, den ganzen Part, den ganzen Tag vor allem, den ganzen Part, naja, verschwenden, vergeuden, verbringen. Verbringen! Das war das Fair-Wort, das ich gesucht habe. Offenbar schon. Wow. Ja. Jo, glaube ich auch. Ja, und jetzt? Wow. Gebracht hat sie irgendwie gar nichts. Das private Hauptquartier. Wir können alles einladen. Ryoma, Sakura, Asama, Scarlet, Tsubaki, Hayato. Vielleicht noch unsere kleine Schwester. Was hat sie nach dem Herzen, unsere gute Sakura? Du weißt immer Rat. Klar, so sind halt große Brüder. If you don't mind, maybe we could spend more time together. Is that selfish? Nö, wieso? Wenn das Geschwister viel Zeit miteinander verbringen, vor allem natürlich in der Situation, wo sich ja, was weiß ich, wie lange sich 20 Jahre so nicht mehr gesehen haben, wäre es eigentlich schon logisch irgendwie. Noch ein bisschen füttern. Ja, bei der Stärke, Geschwindigkeit. Stärke aber auch eigentlich eher weniger als schon. Magie, Verteidigung wäre natürlich mal etwas.
Ihre Schuppen sind härter geworden. Bitte, was ist härter geworden? Ihre Schuppen, okay. So, noch ein bisschen Lotterie und dann wird es Zeit für das große Ereignis. Take your time. Morgen hast du wieder eine Chance. Nur Reise halten, diese Lotterie, ey. Schlimm, schlimm. Typisch Lotterie halt. So, jetzt ganz kurz etwas anderes erwähnt. Ich habe schon öfters mal erwähnt im Let's Play, aber dann trotzdem noch Anfragen kommen, erwähne ich es trotzdem gerne noch einmal. Fire Emblem Fates Vermächtnis ist ja eins von 3 Teilen der Fates-Reihe. Oder vom Fates-Spiel selbst. Da gibt es eben diese 3 Teile. Und wie schon öfters mal erwähnt, werde ich alle 3 Let's Playen. Vermächtnis macht den ersten Teil, wo wir gerade dran sind. Dann Herrschaft kommt irgendwann mal, vielleicht direkt im Anschluss, vielleicht auch erst ein bisschen später. Mal gucken, am Schluss natürlich noch Offenbarung. Weil die Offenbarung ja irgendwie, wie ich auch sagen würde, das richtige Fire Emblem Fates ist. Auch von der Story her und so. Okay. Und dann natürlich 3 verschiedene Fire Emblem Fates Teile haben und natürlich auch 3 verschiedene, naja, nicht nur Ende von der Story her haben, sondern auch andere Elemente, die wir selber beeinflussen können, so weit wie möglich unterscheiden. Das heißt, sollte ich auch bei Fire Emblem Fates Herrschaft noch eine Chance haben, mit Silas zu fighten, was ziemlich sicher der Fall sein wird, werde ich ihn ziemlich sicher nicht einsetzen, außer an unsere letzten Charaktere noch. Einfach damit wir halt ein bisschen, ja, eine große Abwechslung haben und da natürlich auch die Charaktere unterschiedlich einsetzen können. So. Das gilt natürlich auch für den S-Rang und gleich sehen wir bei Felicia und Michael, Entschuldigung. War auch schon erwähnt, dass ich das hier bei Vermächtnis machen werde, Felicia und Michael, und dann bei Herrschaft machen Michael und Camilla ziemlich sicher und bei Offenbarung dann Michael mit Asura, weil eben irgendwie, ja, ist das für mich irgendwie das Richtige. Naja, gut, legen wir los. Könnte noch jemand anderes nehmen oder hier auch Asura, können wir drauf hinbauen oder Hannah oder sonst irgendwie jemand, aber nö, ich will gerne hier mit Felicia. Jede Einheit kann immer nur mit jeweils einer Einheit Unterstützungslevel S erreichen. Jo. Klingt logisch. Felicia? Felicia, wo bist du? Also gut, du musst dich nicht länger verstecken. Armes Ding. Hoffentlich geht es nicht zusammen mit sich ins Gericht. Oder war es wirklich schlimm? Man versteckt sich irgendwo in einer Ecke. Aha, da drin ist doch. Hallo, Michael. Felicia, Kopf hoch. Alles wieder gut. Jeder macht einmal einen Fehler. Aber doch welcher Dienstmagd verschläft und zieht dann ihre Kleidung links herum an. Verbrennt dann jedermanns Frühstück und wirft die Bettlaken in den Schlamm. Kann ich meinen Dienst quittieren und einfach nach Hause gehen? Ich muss zugeben, deine heutige Leistung war schon äußerst beeindruckend. Unterirdisch wohlgemerkt. Den Dienst zu quittieren wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wie lange bist du halt? Sag das nicht, vor allen Dingen nicht jetzt. Beruhig dich doch, soll nur ein kleiner Scherz sein. Felicia, es einfach aufzugeben, das liegt nicht in deiner Natur. Sagst du nicht, dass deine Hilfsbereitschaft dich vorantreibt? Das war frei erfunden. Wie bitte, warum? Natürlich will ich anderen helfen, doch ich bin alles andere als selbstlos. Du sagtest jedoch, dass du auf dich selbst aufgepasst hast, als du mich haltest. Was meinst du denn damit? Wirklich? Ihr zwingt mich es auszusprechen? Was denn? Ich liebe euch, Milord. Seit wann? Seit langer Zeit. Schon gut, ihr müsst nichts dazu sagen. Ich weiß, meine Gefühle sind verboten. Ein Prinz kann keine Dienstmagd heiraten. Bei königlichen Hochzeiten ist kein Platz für die Liebe. Nicht, dass ihr mich liebt. Ja, ist kein Platz für die Liebe. Schön, wieso ist denn überhaupt eine Liebe? Also eine Hochzeit, ich meine, ja. Vergesst das bitte, meine Worte. Oh, Felicia. Ich liebe dich auch. Wie bitte? Warum würde ich sonst viel Zeit aufwenden, um dich aufzumuntern? Lange schon hege ich Gefühle für dich, seit unserer Zeit in der nördlichen Festung. Michael. Bitte, du musst doch nicht um das angemessene Protokoll scheren. Hat's ja gar nicht. Nichts und niemand wird uns je trennen können. Ich werde es nicht zulassen. Ich bin so glücklich, dass es mir den Atem verschlagen hat. Verzeih mir, dass ich dich so lange im Unklaren gelassen habe. Machst du mir zum glücklichsten Mann der Welt? Willst du mich heiraten? Ja, natürlich! I'm so glad I didn't mess this up. I love you. Ich dachte schon, missbauen, warum Ja sagen? Wie kann man da missbauen? Währenddessen niesen oder was? Der Bund dieses Paares wurde noch stärker. Eine Verbindung, die bald schon Früchte tragen sollte.
Das Schloss, das es alle ihr Zuhause nannten, war kein sicherer Ort für Säuglinge. Wieso ist in einer anderen Dimension? Wo konnte man Neugeborene in diesen gefährlichen Zeiten nur verstecken? Man wählte die geheimen Reiche. Kleine Welten auf der Astralebene. Allerdings war auch diese Wahl mit Problemen verbunden. Die Zeiten in geheimen Reichen verrann viel schneller. Im Handumdrehen wurden aus Babys Kinder, aus Kindern Erwachsene. Die Eltern gingen mit dieser rasanten Entwicklung sehr unterschiedlich um. Aber sie konnten beruhigt sein, ihre Kinder waren in Sicherheit, zumindest vorerst. Ernsthaft jetzt? Okay. Oh, Willkommen zu Hause, ich habe auf deine Rückkehr gewartet. Gespräch, einladen, eine kleine andere Frau einladen. Heiratest du, gibt es neue Ereignisse? Yeah! Diese ganz schön stürmisch. I feel like I don't know how to act romantically. Am I doing okay? Ja, und jetzt sind wir S Plus oder wie? Jo. Ich würde mal sagen, war durchaus interessant. Alright. Was ist das noch hier? Ist die neue Gebäude von Scarlet. Ja, wieso eigentlich nicht? Plupp. Statue von Scarlet gebaut. Das ist aber noch ein Punkt. Eine Eisskulptur. Kann bei Schlosskämpfen beschädigt werden. Oh, da klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Das ist eigentlich eher, naja, Casino, eine Ruhmeshalle. Platz der Reisenden bis zu 8 einladen. War schon mal eine gute, wobei, ja, ist mit dem Street passend so. Mit dem Einladen von anderen will ich eigentlich erst bei Offenbarung vor allem machen. So, ist auch ganz schön. Gut, Freunde, wie bereits erwähnt, der Part ist schon gut zur Hälfte rum war. Ich würde sagen, wir machen noch etwas anderes. Nebenquest 2. Drachenblut. Das haben wir da von Kanna, dem Kim von Michael, wird angegriffen. Als Michael das hört, mit all zum Dorf, um Kanna zu schützen. Kanna. Klingt eigentlich weiblich, aber hier kann es nie sicher sein, ob das nicht doch irgendwie ein Junge oder so weiter ist. Weil ganz ehrlich, Hinata, ein Junge, also ich weiß auch nicht. Also dann, das Drachenblut. Es ist also doch ein Mädchen. Oh, was für ein wunderschöner Tag. Ich könnte singen und nur herumspringen. Aber Papa kommt heute und ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Ich bereite besser etwas Besonderes vor. Früchte sammeln, Fische fischen. Fische fischen. Ja, ich weiß, Papa kommt beides. Wir machen besser an die Arbeit. Was seid ihr denn? Ihr sieht aber komisch aus. Geht weg von mir. Wieso hat sie eigentlich spitze Ohren? Das ist Bock als Mutter. Was wollt ihr denn hier? Mach bloß keinen Ärger. Mein Papa wird bald hier sein. Sie hört nicht zu. Aber ich kann nicht einfach weglaufen. Die sehen so böse aus. Ich muss die killen. Mut hat sie ja. Ja, Drachenpower. Kann rechtzeitig. Geht's dir gut, Kanna? Papa! So sorry. Es tut mir leid, Kanna. Du warst lange sicher hier. Ich hätte nie gedacht, dass sich jemand hier findet. Sag bitte, dass es dir gut geht. Ja, schon. Dir Gott sei Dank. Und jetzt nicht sie weg von hier. Der Papa hat alles im Griff. Lass das mal dem Papa machen. Der Papa macht das gut. Ihr wagt mein Kind weh zu tun? Dafür werden eure Köpfe rollen. Keiner schlägt den Drachen. Papa, es sind zu viele. Ich beschütze dich, Kanna. Mach dir keine Sorgen um mich, lauf weg.
Und nun so, ich mache bereit, eure Kameraden im Jenseits wieder zu sehen. Oh oh. Sie sind stark, aber ich muss... Sie werden halt von... Ihr Fieslinge, hört auf meinem Papa weh zu tun. Kanna, Junge, muss was Sie noch sagen. Lauf weg. Nein, ich lasse ihn nicht allein, Papa. Nicht, wenn ich so lange darauf gewartet habe, dich zu sehen. Niemand nimmt dich mir weg. Ich bleib genau hier. Kanna, was? Ja. Das ist nicht möglich. Besitzt sie etwa auch die Fähigkeit, sich... Nein, sie muss es von mir geerbt haben, aber dass sie sich genau jetzt verwandelt? Sie ist außer Kontrolle. Das ist das erste Mal, dass sie sich verwandelt. Es läuft Gefahr, sich im Angesicht dieser feinen blinden Wut zu verlieren. Freunde, helft mir! Wir müssen die Bedrohung abwenden, und zwar schnell! Oh yes, Freunde! Ja, natürlich muss die Mutter mitkommen, ne? Ist klar. Takumi, eigentlich nicht unbedingt. Schön verteilt alle. Vielleicht nicht unbedingt so praktisch, wa? Ein wilder Drache, Alter, Level 20 bereits, wie stark. Ja, gut gemacht, Papa, der ist viel stärker als du. Nice work, alter Drachenwut. Erbschaftssiegel. Habt Einheiten bei höherem Level als üblich erfahrene Klassen zu wechseln. Boah. Ja, ihr merkt schon, ich habe da irgendwas Mächtiges in die Welt gesetzt. Das sind ja Magier hier, von dem her sind noch gut besetzt da. Da haben wir ein paar Typen mit Stahlyumis. Die mag ich aber nicht. Stahlyumis sind scheiße. Also soll es eigentlich eher zu deiner Tochter, wenn du mal älter sein soll. Stahlkatana, da bringt ja auch nicht viel. Da wäre hier sicher praktischer und dann kannst du direkt hier weitergehen. Ja, das sind ja fliegende Einheiten, also hallo. Jo, wird schon gut gehen, wa? Tja, Freunde, Drachenblut. Quatschen geht nicht, wa? Kanna, beruhige dich, meine Tochter! Die Fähigkeiten, nee. Erbe des Drachen. Bis zu 50% Bezugsbeginn geheilt. Wo hat den Drachenstein? Lass mich ran, die Fähigkeiten, also ihre Kraft sind nur temporär, wa? Soll ich das kennen? Was sind die Zauberbrecher? Ah, von ihr habt ihr. 20% mehr Erfahrung, yo Mann. Ja, aber sagen, los geht's, wa? Die sind ja ziemlich schnell. Trotzdem, Mann, hier kommt keiner lang. Besser ausweichen war, sind ja trotz allem Stahlyumis. Da muss man Doppelnaginata. Ich will ja blocken von dem her. Hä? Wie kommt der? Der kommt ja gar nicht vorbei. Ich muss erst nur um die Brücke gehen, da geht gar nicht. Hä? Wollen die hier drüber kommen? Ach so, man kann einfach rüberlatschen. Okay, die Frage wäre geklärt. Was für ein Scheiße.
So, was kann ich eigentlich hier machen? Und legt ihn trocken. Ach so. Die Feinde hindern den Weg zu erklimbern. Die Frage, wie stark sind die überhaupt? Oh, ziemlich stark. Ja, was ich mache, alles irgendwie scheiße gegen die. Okay. Ich kann mit Asura noch ein bisschen nachhelfen, war. Ja, überleg gerade, welchen Graben soll er zuerst fluten? So, jetzt haben die ein bisschen Probleme hier durchzukommen. Sehr schön. Der macht sowieso das Gleiche. Für den Graben oder legt ihn trocken. Ach so, okay, kann ich das umgekehrt machen. Ja, das bringt nicht viel. Schmeckt meine Bronzekeule. Und lass mein Kind in Ruhe. Ja, ich denke, wird ein bisschen Zeit für Mega Axe Power, war. Jo. Das macht sie locker vom Hocker. Es lebt die Donneraxt. Und die Resistenz sinkt. So, da kommen die mit Stahlaggregat, sind natürlich ziemlich flink unterwegs. Die Frage ist halt, hier mir vor allem stelle. Ja, wie schon so war, aber langsam noch ein bisschen, vor allem Schwertmeister vor allem. Schwertmeister wird doch ein bisschen zu stark, um mir zu experimentieren. Bin noch schon auf Erfahrungspunkte. Also kein Damage von mir. Sehr schön. Dann doch die direkt mal ausschalten. So muss es laufen. Jetzt natürlich sollte ihr zumindest noch den Graben hier fluten. Wäre sicher nicht so schlecht. Ja, jetzt hat ihr ein Problem, Leute. Jetzt müsst ihr erstmal meinen Truppen vorbei. Viel Spaß dabei. Das, denke ich, wird auch relativ easy sein. Dann natürlich die hier unten, ne? Die werden sicher nervig. So, Level 9. Aber trotzdem ist Außen noch relativ schwach. Ja, die können natürlich auch fliegen, ne? Da ist dann sowieso scheiße. Okay, der könnte sie, aber gut, das ist Stahlaggregat, bringt nicht viel. Jo, Stahlaggregat also. Frage, wie soll ich da mit Doppelschuriken? Ich kann es mir einfach immer noch nicht merken, Leute, wie es aussieht, wegen Waffen, ja, einen neuen Waffendreieck halt. Shuriken, ist das stark gegen Schwert oder stark gegen
Lanze. Mal überlegen. Das kann doch eigentlich logisch herleiten, wa? Klingt schwer, durch sagen eher weniger, gegen eine Lanze, ja. Dann gegen eine Axt wiederum nicht. Ja, lass mal Super Schurken draußen. Irgendwie muss er es lernen. Irgendwie und irgendwann. Da kann er ruhig mit der Meisteraxt. Die haben ja offenbar nichts Besseres im Petto. Die kann er gar nicht entlang. Trotzdem kann er langsam sicher mal jemanden runterschicken. Und vielleicht hier nachher noch unterstützen, wa? Ich meine, schaden kann sie ja nicht. Tja, Asura, was willst du noch tun? Willst du... damit er noch ein bisschen was machen kann? Eigentlich sollte ich ihn ja nach unten schicken. So, noch den Zug abwarten. Dann ist wieder mal der Part zu Ende, Freunde. Trotzdem hier entlang. Interessant. Stahl Naginator und die Donneraxt. You're done. Yo, you're done. Hier kommt keiner an mir vorbei. Lalalala. Hab eine relativ einfache Mission. Die haben noch keine Waffen für zwei, ja, zweite Reichweiten und so weiter. Sprich im Prinzip auf eine gute Blockade aufstellen, dann noch in der Hinterhand filmen mit als zweiten Angreifer. Und das wäre es im Prinzip. Ich hätte doch lieber den Bo-Schurken nehmen sollen. Ey, wieso Bo? Natürlich den Doppelschuriken. Ja, jetzt kommen sie doch noch mit dem Schaden. Und überall heilen die. Jo. Ich denke mal, das geht spannend weiter in der nächsten Episode bei Fire Emblem Fates Vermächtnis mit der Quest Drachenblut. Bis dahin, ciao zusammen.